vom Blick aus Zürich. Zum Glück ist wichtig. Mit dem Fabian Unterreger. Ja, ziemlich im Hoch ist im Moment eine Schweizer Stadt, Zürich, sportlich gesehen, oder? Eishockey, Meister, Fußball-Cup-Sieger und am Montag dann haben noch 6 Leute Zürcher, die haben zurzeit ganz schön viel zum Feiern und Festen. Was meinen da unsere Promis dazu? Christian Gross. Zürich ist eben grossartig. Schatz, haben wir da Blick am Morgen. Zürich ist einfach mega geil drauf im Moment. Ja, grossartig. So krass, dass ich im Moment gerade einen Hafenkran in den Hosen bekomme. Göpsieger, einfach geil. Yeah. Göpsig, oh ja, Göpsig. Viele haben sich ja auch von dem sogenannten Fehlentscheid vom Schiedsrichter noch nicht ganz erholt. Zum Glück hilft ja da unser Tierexperte Andreas Moser. Im Frühling, wenn es wärmer wird, oder biologisch gesehen während der Balz, ist es für jedes schwierig zu sagen, ob man eine Schwalbe gesehen hat oder nicht. Sogar die Vogelwarte Sempach hat mir nicht können sagen, ob der Basler Stürmer Sion eine Schwalbe ist. Da er aber auf der Pfiff, also der Balzruf vom Schiedsrichter gelost hat, können wir davon ausgehen, dass er eine ist. Muss ich sagen, natürlich ist das kein Foul gewesen. Okay, ja, Herr Mörgeli. Ja, nicht einfach ja. Es ist doch bei einem Ausländer klar, dass er Verletzung vortäuscht, oder? Die wollen doch alle von der IV profitieren, die IV aussuchen. Und der Sion ist ein biologisches Wunder. Die erste Schwalbe, die nicht freiwillig nach Afrika zurückfliegt, verstehen Sie? Ja, Bern will eben kein Göpp-Final mehr auf Hooligan-Marsch durch die Stadt, will man verzichten. Hans-Peter Latour, guten Morgen. Berner und Fußballexperten, wie sehen Sie das? Absolute Frechheit, wie sich die Zürcher zu Bern aufgeführt haben. Überall haben sie ihre Altstadt angebrützelt, Flaschen zu Boden geworfen, Souvenirshops plündert und sind dann mit dem Lärm über die Brücke gelaufen. Was ist denn das für eine Kultur? Verstehen Sie? In Zürich nennt man das Street Parade. Der Böck, der Böck am Montag dann auf dem neuen 6-Leute-Platz, Herr Köppel, die Weltwoche hat sicher recherchiert. Absolut. Ein Platz ist eine Wand, wo liegt. Um was geht's? Die Weltwoche hat herausgefunden, dass der Böck voll von explosivem Material ist. Entweder hat Al-Qaida im Spiel oder der Böck ist einfach ein gigantischer Frauenfurz. Ich kapier's nicht. Ich habe nur gehört, dass von Tischbomben bis Asylunterkunft alles anzündet wird. Aber ein Wissen. Ja. Dankeschön, Renzo. Ja, ich. Ja, bitte, Bastian Giro. Ja, ich möchte ja noch etwas Wertvolles für den Weltfrieden sagen. Ich bin wieder Berg, produziere viel Rauch und heisse Luft. Und am Schluss löst sich alles wieder im Nichts auf. Zum Glück ist wichtig.